Hallihallöle, ich bin's, euer Blausteiningenieur. Und heute möchte ich mich für 222 Abonnenten und Abonnentinnen bedanken. Das ist einfach herrlich. Das ist klasse. Das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Also, und möchte euch auch sagen, dass sich das lohnt, da den Kanal zu abonnieren, weil seht ja schon, was wir mit der Streuf alles so gemacht haben. Also, können da auch ein bisschen Optionen haben wir schon. Und ich habe das da, ich glaube, auch komplett in Orange ausgedruckt. Das sah anfangs auch besser aus, aber mittlerweile, da dann immer viel Orange drin ist, kann man das Zielfernröhrle wegmachen. Und dann seht ihr, das Teil habe ich auch in Blau gemacht. Also, das ist einfach da. Das macht Spaß, das zu modifizieren. Und irgendwann machen wir da eine Schulterstütze noch. Und, weil das wollte ich einfach, das seht ihr. Das ist an die Streif anpasst, damit das einfach da euer Ding ist, genauso wie der Hanna. Gut, das Deckel ist jetzt nicht von mir, ich habe nur den Teil modifiziert, dass der Streifen da reinpasst. Wobei ich da vielleicht auch irgendwann mal komplett eigenes Deckel mache. Und das dann gleich von vornherein. Weil das ist ein bisschen. Es funktioniert, aber es ist nicht. Also im Modell nicht sauber gelöst, wenn man sich das anguckt. Und ihr seht auch, das ist der Hanna. Das musste der Hanna ein bisschen dicker machen. Und das sieht jetzt halt, ja, der 3D-Drucker verzeiht da einiges. Ist halt eine recht grobe Technik. Wobei, wenn man das macht, dann können wir da vielleicht auch mal das schön machen, weil das gefällt mir nicht. Auf der Seite war es eine Platte drauf und die andere Seite der Gegenplatte. Das sieht ein bisschen schäbig aus. Deswegen habe mir lang genug dagegen gesträubt, da so Lipo einzubauen, aber ja, irgendwann hat es halt einfach von der Leistung nicht mehr gereicht mit IMRs und Batterien. Habe jetzt auch keinen Akku drin, wie ihr seht. Das ist schöner Blaster zum Anschauen, aber der macht halt mordsmäßig Krach. Das macht dann wenig Spaß. Aber wir haben ja schon einige andere Projekte erledigt und momentan 3D-Drucker ist schwer beschäftigt mit dem eigenen Blaster. Da könnt ihr gespannt sein. Also habt ihr nichts falsch gemacht, wenn ihr ein Abo da gelassen habt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und Ende des Jahres werde ich dann nochmal, weil wir dann auch alles besprechen, was wir das Jahr schon gemacht haben. Und ich habe ja erst im Mai angefangen, also das Jahr haben wir schon recht viel geschafft für das, dass wir recht spät angefangen haben mit dem YouTube-Kanal. Also vom Jahr gesehen her spät angefangen. Aber da passiert noch einiges. Da seht ihr der Schwungrädleskäfig. Das ist schon schick in den transparent. Eigentlich eine Verschwendung immer. Immer nicht durchsichtige Gehäuse. Da sieht man Spannungsanzeige. Und das ist auch zweifarbig gedruckt. Also das ist halt nachträglich reingeklebt. Das habe ich so gemacht, dass das ein bisschen nach runter geht. Einfach, dass es da noch eine schöne Kante gibt. Und was ich noch machen will, ein Zielfernröhrle, das der Hanna den Abschluss, also das wirklich, dass das alles mit der Front, weiß noch nicht, das ist echt kompliziert, da was zu entwerfen, das dann an die Streifoptik passt. Und das muss dann, eigentlich muss man es unsymmetrisch drucken, die Seite müsste eigentlich ein bisschen dicker sein. Und da will ich den weißen Streifen eigentlich auch noch irgendwie drin haben, also klar könnte man jetzt hier irgendwas machen, aber ich finde gerade der Teil, der macht die Streif so sehr aus. Also das ist, ansonsten kann man sich ja auch einfach einen anderen Blaster holen. Oder einfach eine andere Schale entwerfen. Das kann man auch machen. Weil ich meine, arg viel, also das Gehäuse ist noch original. Der Rest habe ich alles geändert, weil ich wollte einfach, dass das, ja, die Optik von dem Blaster unterstreicht, also und nicht stört, weil ich fand das orange Deckel, das war zwar schön, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Dann hat man da den Streifen und dann ist er da unterbrochen und genauso wie da oben, das ist ein Orange. Ja, also ich meine, es sieht immer noch aus wie ein Spielzeug, also das sieht von daher, und man könnte es, wenn dann, aber wobei das Deckel, dass es orange sein muss, da schließt sich mir der Sinn nicht. Es sah anfangs auch cool aus, also von daher. Wird spannend. Und ich schaue jetzt, dass ich den 3D-Drucker weiter beschäftigt, dass der eigene Blaster vorangeht. Wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da.
Dann kriegt man irgendwann, weil es 1000 Abonnenten-Special, das wartet da hinter mir. Das wartet noch, das will ich auspacken. Das sind die kleinen Blästerler. Da habe ich euch ganz am Anfang davon erzählt. Und das reizt mir einfach, die auch mal zu probieren. Und mittlerweile habe ich so einen Chronographen da. Heißt das Chronograph oder? Also das was halt misst, wie schnell das fliegt. Und da können wir das dann auch mitmessen. Ich glaube, da kommen zwar keine Messwerte raus, aber es wird unterhaltsam. Und darum geht es ja hauptsächlich beim Basteln, dass man ein bisschen Unterhaltung hat, der Spaß macht. Und ich denke, das schaffen wir. Und nächstes Jahr und das Jahr wird auch noch, da kommt noch einiges. Und für nächstes Jahr habe ich auch schon Pläne. Das Jahr ist ja schon fast rum. Also von daher, das wird spannend. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.